Hallo, hier ist die Angela. Ich möchte Sie gerne einladen, bei unserem Online-Livestream dabei zu sein. Daniel Hari wird jeden Freitagabend wichtige Informationen weitergeben zum Thema Heilung. Wir haben parallel dazu ab 18:45 bis 20:15 Online Healing Rooms. Das heißt, Sie können anrufen. Daniel Hari wird das auch nochmal im Livestream weitergeben. Sie können dorthin hinein telefonieren und ich werde Sie dann über wichtige Dinge erstmal informieren, bevor Sie ins Gespräch beziehungsweise zum Gebet kommen können. Wir haben ein großes Team, das Ihnen gerne weiterhelfen möchte. Und damit Sie das auch in Anspruch nehmen können, lese ich Ihnen jetzt die wichtigen Hinweise vor. Das sind die Anrufer, die den Heilungs- und Gebetsdienst in Anspruch nehmen möchten. Wir bieten Ihnen in den Online-Healing-Rooms des Gebetsdienstes von Daniel Hari und Team Heilen wie Jesus an, ehrenamtlich für Heilung zu beten. Das Angebot ist für Sie kostenlos. Unsere Angebote stehen allen Menschen offen, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Kultur, Religion oder Konfession. Sie als Anrufer oder Anruferin entlasten das Gebetsteam von Daniel Hari, heilen wir Jesus, aus jedem Haftungsanspruch, der durch den von Ihnen freiwillig wahrgenommenen Gebetsdienst entstanden ist. Dieser Gebetsdienst Heilen wir Jesus ist keine Therapie im Sinne einer medizinischen oder psychotherapeutischen Behandlung oder Sozialarbeit. Wir stellen auch keine Diagnosen und machen keine Heilungsversprechen. Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für Heilung oder Nichtheilung, weil Jesus heilt, nicht wir. Wir wissen, dass er gerne heilt und überlassen ihm das Timing und die Heilung. Wir sind nur seine Gefäße, durch die er handelt. Sie sichern uns zu, anstehende oder laufende therapeutische oder ärztliche Behandlungen nicht aufgrund unseres Heilungsgebetes abzubrechen, sondern erst nach Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt oder Therapeuten. Die Heilung wird erst im Geist, dann in der Seele und zuletzt im Körper sichtbar. Es kann dabei zu Spontanheilungen kommen oder ein Heilungsprozess wird angestoßen. Manchmal findet die vollständige Heilung auch erst im Himmel statt. Wir können keine Seelsorge anbieten. Für tiefergehende seelische Themen und Prozesse bitten wir Sie deshalb, ausgebildete Seelsorger aufzusuchen, die Sie in Ihrem Heilungsprozess längerfristig begleiten können. Grundsätzlich wird alles, was Sie betrifft, vertraulich behandelt. Wir vom Team Daniel Hari Heilen wie Jesus behalten uns jedoch vor, bei Hinweisen auf akute Eigen- oder Fremdgefährdung sowie Missbrauch von Kindern oder Hilfsbedürftigen entsprechende Behörden und Personen einzuschalten. Wir bitten Sie, die Heilung von Ihrem Arzt oder Therapeuten bestätigen zu lassen und, wenn möglich, um Bestätigung der Heilung durch Benachrichtigung bzw. Zusendung von alten oder neuen ärztlichen Befunden zu schicken an WhatsApp, Telegram, Signalnummer +49 für Deutschland 15201 798 703. Ich wiederhole, Deutschland +49 15201798703 oder an E-Mail anlori@icloud.com. Alles klein. Ich buchstabiere ANLORI at icloud.com. Wenn Sie das alles verstanden haben und mit allem einverstanden sind, bitte ich Sie jetzt laut und deutlich Ja zu sagen. Ihre Antwort wird aufgezeichnet. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ganz herzlich möchte ich einladen zum Livestream heute Abend. Wie jedes Mal ist es möglich, anzurufen mit einer länderspezifischen Nummer. Und da gibt es noch einen Zahlencode, was wichtig ist, den einzugeben, mit der Raute-Taste abschließen und dann noch 777, Raute-Taste. Und dann ist man drin. Und zwar
werden 2 Personen bereit sein, um persönlich für deine persönlichen Anliegen zu beten. Und zwar separat, ist eine größere Gruppe, aber die 2 sind dann mit dir ganz persönlich dran und beten für dich. Und ich möchte dich bitten, ermutigen, das in Anspruch zu nehmen. Und wenn du schon mehrmals dabei gewesen bist und hast Heilung erfahren, du darfst gerne Rückmeldung geben, das ermutigt uns. Und wenn es möglich ist, werden wir sogar gerne auch diesen Bericht veröffentlichen, damit noch mehr Menschen erfahren, wie Jesus Christus heute noch heilt. Und du bist ganz herzlich willkommen und möchte jetzt noch beten für dich. Jesus Christus, ich danke dir für jede Person, die da zugeschaltet ist und da live dabei ist. Segne sie, komm jetzt mit deinem Heiligen Geist und danke, dass deine heilige Kraft strömt. Dort, wo Schmerzen sind, dass die weichen müssen, Krankheiten, dass die gehen müssen. Und ich danke, dass du ein Gott bist, der heilt, Jesus Christus, von Diabetes, von chronischen Schmerzen, chronischen Krankheiten, dass Tumore verschwinden müssen, Jesus Christus, dass das Sehvermögen zunimmt, das Hörvermögen wieder besser wird. Und ich danke dir, dass du schenkst, dass sogar Dialyse nicht mehr nötig ist. Das haben wir so oft schon erlebt, weil das Blutbild sich verbessert, die Nieren wieder voll funktionieren. Und ich danke dir, dass auch heute Wunder geschehen dürfen und alle Ehre gehört einzig und alleine dir. Im heutigen Livestream, in diesem Video geht es um Folgendes. Er besteht aus 3 Teilen. Im ersten Teil geht es um 3 Wünsche, die ich an Gott habe. Es sind mehr als Wünsche, es sind Gebetsanliegen, wofür ich bete, wofür ich auch glaube. Ich bin mir aber auch bewusst, dass der freie Willen des Menschen eine Rolle spielt und in dem Ausmaß, wie Menschen sich dafür öffnen oder verschließen, kann das in Erfüllung gehen. Im zweiten Teil werde ich darauf eingehen, auf eine Broschüre, die ich geschrieben habe. Und das hängt mit dem ersten Teil zusammen. Und im letzten Teil geht es dann ganz konkret um die Umsetzung eines Planes, den Gott mir aufs Herz gelegt hat für den deutschsprachigen Raum, aber der auch in einzelnen Regionen angepackt werden kann. Mal zum ersten Teil. Die 3 Wünsche. Ich wünsche mir, dass alle Christen so leben lernen, dass erstens Gott sehr gerne ihr Gebet erhört. Wir werden dann sehen, das hängt zusammen, dass solche Personen, die das erleben, aus echte Jünger, echte Jüngerinnen von Jesus Christus sind. Zweitens, dass alle Christen so leben lernen, dass sie mit Gottes vollkommener Liebe und Freude erfüllt leben. Drittens, dass alle Christen so leben lernen, dass sie sich darüber am allermeisten freuen, worüber sich Jesus freut. Es ist mir ganz klar, die Erfüllung dieser Wünsche oder konkreten Gebetsanliegen hängen ganz stark davon ab, von der Bereitschaft, dass Christen wirklich lernen wollen, so zu leben und beten, dass Gott gern die Gebete erhört und dass sie sich auch echt wünschen, nicht mit irgendwelcher irdischer Freude erfüllt zu sein, sondern mit vollkommener Freude und nicht irgendwo nach Liebe suchen, sondern dass sie erfüllt werden wollen mit Gottes vollkommener Liebe. Und das dritte ist auch sehr anspruchsvoll. Will man Gott zwingen oder überreden, dass er sich darüber freut, worüber man sich freut? Also gehen die eigenen Wünsche, die bestehenden Wünsche vor? Oder ist es möglich, dass wir uns anpassen an die Wünsche, Hoffnungen, Freuden, darüber am meisten freuen, was sich Jesus am allermeisten freut? Im zweiten Teil wird es dann darum gehen, ich gehe da kurz zur Seite, diese Broschüre, die ich geschrieben habe, Jesus, ja, ohne Wenn und Aber. Wir werden sehen, es hängt mit den vorherigen 3 Wünschen zusammen, mit den 3 Gebetsanliegen. Wenn Jesus ganz klar in die Mitte unseres Lebens rückt, wenn wir uns auf ihn ausrichten, dann ist das vorherige, was ich gesagt habe, möglich. Und im letzten Teil geht es um eine ganz konkrete Umsetzung, geht es hier nicht ins Detail, sondern wie ist es möglich, dass in einer ganzen Region alle Christen, möglichst viele Christen so leben
und beten lernen, dass Gott gerne die Gebete erhört. Wenn sie dann noch erfüllt sind mit Gottes vollkommener Liebe und Freude, kombiniert damit, dass sie sich darüber am allermeisten freuen, worüber sich Jesus freut, dann wird das möglich sein, was wir Erweckung nennen, wird das möglich sein, was wir explosionsartiges Wachstum nennen, und zwar Menschen, die zum lebendigen Glauben kommen an Jesus Christus. Dann werden gewaltige Dinge möglich sein und darüber werde ich dann im dritten Teil reden. Okay, das ist mal so. Ja, beginnen wir mal damit. Wenn Gott mir 3 Wünsche erfüllen würde, also ich spreche jetzt ganz persönlich, dann wäre es wirklich, dass alle Christen so leben lernen, dass erstens Gott sehr gerne ihre Gebete erhört, zweitens, dass alle Christen so leben lernen, dass sie mit Gottes vollkommener Liebe und Freude erfüllt leben, drittens, sie sich darüber am allermeisten freuen, worüber sich Jesus freut. Ja, jetzt werden wir ganz persönlich. Dann wäre mein Wunsch für dich, dass du so leben lernst, dass erstens Gott sehr gerne deine Gebete erhört, zweitens, dass du mit Gottes vollkommener Liebe und Freude erfüllt lebst, drittens, dass du dich darüber am allermeisten freust, worüber sich Jesus freut. Gut möglich, dass du dich jetzt fragst, Moment, Daniel, ja, erlebst du das denn so? Ja, ich kann sagen, über weite Strecken in meinem Leben erlebe ich das so. Jetzt nicht 100% immer, aber mehrheitlich kann ich sagen, stimmt das für mich persönlich so, ich erlebe das tatsächlich. Aber es geht jetzt nicht um meine Wünsche, sondern es geht darum, dass ich zeige, dass ich beweise, dass das basiert ganz klar auf Aussagen von Jesus Christus selber. Und zwar gehen wir jetzt mal rein in den Bibeltext Johannes 15, Vers 1 bis 5, um mal zu starten. Jesus sagt in diesem Gleichnis von Reben und vom Weinstock, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück, so wird sie gereinigt, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr allerdings seid schon rein, weil ihr mein Wort gehört und angenommen habt. Jesus spricht hier zu seinen 12 Jüngern und bringt diesen Vergleich, sagt, er selber ist der Weinstock und der Vater im Himmel ist der Weingärtner. Das heißt, der Weingärtner, er kümmert sich um diesen Weinberg. Und wir als Jesus-Nachfolger sind wie die Reben an diesem Weinstock. Und jetzt gibt es einen Unterschied. Es gibt Reben, die keine Frucht bringen. Und die werden abgeschnitten, zurückgestutzt. Und es gibt Reben, die bereits Frucht bringen, aber die müssen auch zurechtgeschnitten werden, also gereinigt werden, damit sie noch mehr Frucht bringen. Jetzt kommt natürlich die Frage, was ist denn mit Frucht gemeint? Ich könnte hier zufügen, Sprüche 11, Vers 30, dort steht, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Menschen, gewinnt Seelen. Also da ist die Frucht, ist damit gemeint, ist die Weisheit, Menschen zu gewinnen, und zwar für den Glauben, für Jesus Christus zu gewinnen. Der berühmte Prediger Spurgeon hat darüber 3 Predigten verfasst, Sprüche 11, Vers 30, da müssen wir nehmen, nach der Elberfelder Übersetzung, und dann kommt das, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens, also sehen wir wieder den Vergleich, jetzt nicht mit einem Weinstock, sondern mit einem Baum. Und dass sich das so ausdrückt, dass dieser Mensch Frucht bringt, indem er Seelen gewinnt. Eine weitere Art von Frucht ist sicher Galater 5,22, wo die Frucht des Heiligen Geistes ausgedrückt wird. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung,
Ich habe nicht ganz alle aufgezählt, aber diese Charaktereigenschaften des Heiligen Geistes, das auch Treue verbunden, kommt auch noch vor. Also es sind so Eigenschaften, die durch den Heiligen Geist hervorgebracht werden. Und Jesus sagt hier zurück, Johannes 15, Vers 3, ihr allerdings seid schon rein, weil ihr mein Wort gehört und angenommen habt. Also der erste Schritt ist, dass wir die Worte, die Jesus zu uns spricht, hören und auch für uns persönlich annehmen. Vers 4, bleibt in mir, ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Also wenn wir in Jesus bleiben, dann bleibt er auch mit uns verbunden. Und ganz wichtig, wir können nicht aus uns heraus Frucht bringen, sondern nur in der engen Verbindung mit dem Weinstock, also mit Jesus Christus. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt, jetzt geht's weiter, viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Wer nicht in mir verbunden bleibt, wird weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Solche Reben sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt, und das ist jetzt ganz wichtig, das ist ja auch das Ziel, wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Das ist ein ganz gewaltiges Versprechen, das Jesus Christus uns macht. Also es geht darum, wir können es auch vergleichen mit Jeremia 17, Vers 5 folgende, wo ganz klar davon die Rede ist, dieser Baum am Wasserbach gepflanzt, seine Aktivität ist, er streckt seine Wurzeln zum Bach hin, das ist seine Aktivität, und auch wenn Hitze kommt, seine Blätter bleiben grün und er wird ohne Aufhören Frucht bringen. Ganz ähnliches Bild. Jetzt Johannes 15. Wenn wir in Jesus bleiben und die Worte von Jesus in uns bleiben, das heißt in Erinnerung bleiben, wenn wir darüber nachdenken, dann können wir bitten, um was wir wollen. Also wir können alle Gebetsanliegen zu Gott bringen und wir werden es kriegen, worum wir bitten. Und Vers 8, die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Oder in der Lutherbibel, und so meine Jünger werdet. Also ganz wichtiger Punkt. Der erste Wunsch, den ich da ausgedrückt habe, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, dass alle Christen so leben lernen, dass erstens Gott sehr gerne ihre Gebete hört und sie also echte Jünger, echte Jüngerinnen werden. Das hängt eng zusammen mit diesem Vers, Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Ihr werdet es bekommen. Das ist Gott, der uns das verspricht. Und die Herrlichkeit meines Vaters, also die Herrlichkeit Gottes, wird dadurch sichtbar, dass wir viel Frucht bringen. Das heißt, dass diese Gebete erhört werden. Das hängt alles miteinander zusammen. Und dann, wenn wir diese Gebetserhörungen erleben, dann sind wir echte Christen, da sind wir echte Jesus-Nachfolger. Wir können es auch vergleichen mit der Apostelgeschichte 11, Vers 26b, dass in Antiochien wurden die Jünger erstmals Christen genannt. Und Christ hat mit Gesalbt zu tun, die Gesalbten. Christus ist der Gesalbte, die Christen sind die Gesalbten, also die mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Oder eben diejenigen, wenn sie beten, werden ihre Gebete erhört. Das ist ein Kennzeichen von echten Jesus-Nachfolgern. Und mit diesen Gebetserhörungen wird Gottes Herrlichkeit sichtbar. Und so werden wir seine Jünger. Das ist so das Erste. Und ich werde im Weiteren darauf eingehen, was sind möglicherweise Hindernisse, was muss aus dem Weg geräumt werden, damit wirklich diese Kraft des Heiligen Geistes fließt,
damit wir wirklich eng mit Jesus Christus verbunden sind und nicht abgetrennt werden von ihm. Also nehmen wir das zuerst mal nicht als ein Druck, sondern als ein ganz großes Versprechen. Gott möchte selber, dass alle Christen so leben lernen, dass Gott sehr gerne ihre Gebete hört und dass sie echte Jesus-Jünger, echte Jesus-Jüngerin werden. Also Gott möchte selber, dass du so leben lernst, dass Gott sehr gerne deine Gebete hört und du ein echter Jesus-Jünger, eine echte Jesus-Jüngerin bist. Der Beweis nochmal kommt ganz klar aus Johannes 15 ab Vers 5, also besonders eben Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so könnt ihr bitten, um was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Also das Versprechen macht Jesus Christus selber, nicht etwas, was wir tun müssen, sondern er möchte es, er wünscht sich, dass wir wie die Rebe am Weinstock mit Jesus verbunden sind und dass seine Worte in uns bleiben und wir eng verbunden sind mit ihm. Und aus dieser Verbundenheit haben wir das Vertrauen, dass wir Gott um Dinge bitten und der Vater im Himmel, Gott selber, wird dadurch verherrlicht, dass diese Gebete erhört werden und wir viel Frucht bringen und dadurch wird sichtbar, dass wir echte Jesus-Jünger sind. Mal so viel für den Moment. Jetzt die praktischen Beispiele, die kommen dann später. Jetzt hier steht noch Johannes 15, Vers 9, also ganz zuunterst. Jesus sagt, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater im Himmel mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Ich habe das mal wirklich weitergegeben in Luzern. Das waren Senioren, die sich trafen zum Gebet. Und ich habe ihnen die Frage gestellt, wie groß ist denn die Liebe, die der Vater im Himmel zu Jesus Christus hat? Und eine Person hat um die andere, sie haben sich überboten. Ja, die Liebe ist vollkommen, die ist unendlich. Ja, da ist kein Mangel. Grenzenlos liebt der Vater im Himmel Jesus Christus. Und da habe ich gesagt, gute Nachricht. Jesus Christus liebt dich genauso. Die Hälfte der Anwesenden begann zu weinen. Sie waren so ergriffen von der Tatsache, dass Jesus Christus uns mit vollkommener Liebe liebt. Versteht ihr, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch, dass es Gott ja liebt, unsere Gebete zu hören. So wie ein Vater es liebt, seinem Kind Wünsche zu erfüllen. Jetzt, wo ich das Video aufnehme, quasi heutigen Tag, da hat mein Sohn Geburtstag, der David wird 8-jährig und klar wollen wir seine Wünsche erfüllen. Das ist ja logisch. Und zwar nicht nur am Geburtstag, sondern ein Vater, eine Mutter liebt es, seinem Kind Wünsche zu erfüllen. Ja, wie viel mehr liebt es der Vater im Himmel, uns gute Gaben zu geben? Wie viel mehr liebt er es, uns den Heiligen Geist zu geben? Ich fahre weiter, Johannes 15, Vers 10. Ihr bleibt darin, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Auch ich habe immer die Weisungen meines Vaters befolgt und bleibe in seiner Liebe. Nochmal Vers 9 zurück. Jesus liebt uns genauso, wie der Vater im Himmel ihn liebt. Er möchte, dass wir in seiner Liebe bleiben. Und das geschieht so, dass wir die Anweisungen, die Gebote von Jesus befolgen. Und Jesus hat es uns vorgelebt. Er hat die Gebote seines Vaters im Himmel befolgt, ist in seiner Liebe geblieben. Ich habe euch das gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Und das hängt wiederum zusammen mit diesen Wünschen, die ich da ausgedrückt habe. Wenn Gott mir 3 Wünsche erfüllen würde. Erstens, dass alle Christen so leben lernen, dass Gott sehr gerne ihre Gebete hört. Man kann auch sagen, leben und beten lernen, dass Gott gerne die Gebete hört. Und das Zweite, dass sie mit Gottes vollkommener Liebe und Freude erfüllt leben. Und merkt ihr, ich bin da ganz eng an den Wünschen von Jesus. Ich habe das bewiesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15. Es sind die Wünsche, die Jesus für uns hat. Also weiß ich, dass Gott sehr gerne diese
mal die ersten 2 Wünsche erfüllen möchte, weil es die Wünsche sind, die Jesus zum Ausdruck bringt in Johannes 15, dass du so leben lernst und beten lernst, dass Gott sehr gerne deine Gebete hört. Dass du so leben lernst, dass du mit Gottes vollkommener Liebe und Freude erfüllt lebst. Das wünscht sich Jesus, das habe ich vorhin bewiesen, aus Johannes 15. So, jetzt bin ich etwas hin und her gehüpft. So, jetzt bin ich wieder zurück. In Vers 11. Ich habe euch gesagt, damit meine Freude euch erfüllt, eure Freude vollkommen wird. Alles, was hier gesagt wird, Johannes 15, ist uns gesagt, damit wir mit der Freude erfüllt werden, dass die Freude sogar vollkommen wird. Ist ja logisch. Wenn wir so leben und beten lernen, dass Gott gerne unsere Gebete erhört, weil wir mit Jesus verbunden sind, weil seine Worte in uns verbunden mit uns, in uns drin bleiben, wir sie nicht vergessen, wir sie beherzigen. Und dann haben wir Zuversicht, dass wir dem Vater immer bitten. Und alles, was wir ihm bringen, er möchte gern diese Wünsche erhören, diese Gebetswünsche. Und er wird dadurch verherrlicht und so erweisen wir uns als Jesus Jünger. Vers 12. Meine Weisung an euch lautet, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Also das ist eine ganz wichtige Bedingung, damit das alles gelingt, dass wir uns untereinander so lieben, wie Jesus uns bereits geliebt hat. Also wir geben diese Liebe weiter, wir haben diese Liebe empfangen. Wir werden merken, dass Dinge, die uns hindern, in diesem Strom, dass wir ständig erleben, wie Gott Gebete hört, wir werden davon abgeschnitten, wenn wir Bitterkeit im Herzen haben, wenn wir eifersüchtig sind, wenn wir uns weigern, unsere Mitmenschen, unsere Mitchristinnen und Christen zu lieben, wenn wir uns weigern, dieses Gebot, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe, zu halten, was übrigens die Zusammenfassung ist aller Gebote von Jesus. Wenn wir uns da verweigern, dann ist es so, dass dieser Lebenssaft, wenn Jesus der Weinstock ist und wir die Reben, dass er blockiert wird. Also geht es darum, dass wir uns verlieben in dieses Gebot, dass wir uns untereinander sehr lieben wollen, wie Jesus uns geliebt hat, dass uns dieser Wunsch erfüllt. Vers 13, die größte Liebe beweist der sein Leben für seine Freunde hingibt. Jesus hat sein Leben hingegeben für uns als seine Freunde, hat sein Leben geopfert und Jesus möchte primär nicht, dass wir jetzt sterben, sondern dass wir leben, dass wir uns unser Leben hingeben aus Liebe zu ihm und auch zu unseren Mitchristinnen und Mitchristen. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Vers 15, ich nenne euch Freunde, nicht mehr Diener. Das heißt, wenn wir einsteigen in den Plan Gottes, dann sind wir nicht Diener oder Sklaven, nein, wir sind Freunde. Denn einem Diener sagt sein Herr nicht, was er vorhat. Aber euch habe ich alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Also Jesus weiht uns ein in seine Pläne. Und dann sind wir seine Freunde. Das zeigt sich darin, dass wir eingeweiht sind in seine Pläne, dass wir seine Pläne kennen. Vers 16, nicht ihr habt mich ausgewählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr losgeht und Frucht bringt. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um irgendetwas bittet, wird er es euch geben. Und das ist ein Anker, wo wir uns festhalten können, wo unser Glaube verankert wird. Gott selber liebt es, unsere Gebete zu hören. Und gleichzeitig hat Jesus einen Befehl, der uns weitergibt. Ich befehle euch, einander zu lieben. Sonst sind wir abgeschnitten von diesem Strom, sonst fließt es nicht mehr. Da sind wir abgetrennt. Aber wenn wir einander lieben, wenn wir Jesus lieben, seine Worte in uns bleiben, dann dürfen wir bitten, was wir wollen. Jetzt komme ich zum nächsten Teil. Ich gehe mal ganz kurz zurück, damit es klar ist. Wenn Gott mir 3 Wünsche erfüllen würde, der dritte Wunsch,
dass alle Christen so leben lernen, dass sie sich darüber am allermeisten freuen, worüber sich Jesus freut. Dass du so leben lernst, dass du dich darüber am allermeisten freust, worüber sich Jesus freut. Lukas 10, Vers 18. Wir kommen jetzt zu dieser Antwort, zu diesem dritten Teil. In Lukas 10 sehen wir, dass Jesus 72 zu zweit ausgesandt hat. Jüngerinnen sind da jetzt nicht namentlich erwähnt, es waren wahrscheinlich damals Männer, aber wir sehen, dass Jesus auch Jüngerinnen um sich herum hatte. Es sind namenlose Personen, es könnten auch Jüngerinnen gewesen sein. Er schickt 72 aus, also 36 Zweiergruppen. Als sie dann zurückkommen, voll Begeisterung erzählen, dass die Dämonen gehorchen mussten, dass Kranke geheilt wurden, dass Tote auferweckt wurden, sagt Jesus, steht hier, Jesus sagt ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ja, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Nichts wird euch schaden können. Aber freut euch nicht darüber, dass die Geister gehorchen, freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Es ist so in gewissen Bibelübersetzungen. Ich hatte jahrelang und zwar sehr gerne die Luther 84 Bibel gehabt, schon als Jugendlicher, als Kind. Und da war dann fett gedruckt, freut euch nicht darüber, dass die Geister gehorchen, sondern dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das ist schon richtig. Jesus sagt, es gibt noch eine größere Freude. Nicht die Freude, dass die Dämonen gehorchen, sondern die größere Freude, dass die Namen im Himmel geschrieben sind. Aber da wird der Kontext etwas außer Acht gelassen, weil in Lukas 10, 21 steht, in derselben Stunde wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt. Oder es steht, er jubelte im Geist und er rief, Vater, du Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du das alles vor Klugen und Gelehrten verborgen und es Unwissenden offenbart gemacht hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn und die, denen es der Sohn offenbaren will. Das ist die größte Freude im Leben von Jesus, die uns überliefert ist. Er hat schon 12 ausgesandt als Erntemitarbeiter und später hat er 72 ausgesandt. Die Namen sind nicht bekannt. Die sind namenlose. Als sie dann zurückkommen, ist Jesus so mit dem Heiligen Geist erfüllt, dass er jubelt vor Freude und beginnt den Vater im Himmel zu loben und zu preisen. Und er sagt es, Vater im Himmel, ich preise dich, dass du alles vor Klugen und Gelehrten verborgen hast, aber dass des Unwissenden offenbar gemacht. Also einfachen, Unwündigen hast du es anvertraut. Ja, was denn? Ja, dass sie die Fähigkeit haben, das Evangelium zu verkündigen vom Reich Gottes, dass die Fähigkeit haben, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, Tote aufzuwecken, dass sie in Vollmacht dasselbe tun, was Jesus ihnen vorher beigebracht hat, dass sie das auch können, dass sie auch bevollmächtigt sind. Darüber hat Jesus sich am allermeisten gefreut. Und sagt, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und er darf es anderen anvertrauen, die es auch wieder umsetzen können. Dieses Geheimnis, das, was Jesus gelebt hat, hat er seinen Jüngern anvertraut, die haben es weitergegeben. Und der ganze Missionsauftrag zielt in diese Richtung. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, im Umsetzen des Missionsauftrages, dass die Jünger befähigt sind, weltweit aktiv zu sein, alle noch unreichten Nationen zu erreichen und so weiter und so fort. Dass das keinen Abriss gibt, sondern dass da eine Folge ist von Jüngerschaftsgenerationen, bis Jesus Christus wiederkommt. Dass der Missionsauftrag abgeschlossen sein wird. Dass das alles funktioniert. Diese ganz große Offenbarung. Es wird sich multiplizieren über Generationen, bis Jesus Christus selber wiederkommt.
Darüber hat Jesus Christus am allermeisten sich gefreut. Ich möchte einfach kurz noch vorwegnehmen, es gab Zeiten in der Kirchengeschichte, da ist das nochmal wieder richtig aufgeflammt. Es gab Zeiten, da wurde das fast weggedrückt, abgemurkst, zerstört. Und das war leider so, im 2., 3. und besonders im 4. Jahrhundert, da war es nicht mehr für die Einfachen, für die Unwissenden, für die Unmündigen, sondern es gab eine Priesterkaste. Die Priester durften zur heiligen Stunde einmal die Woche eine Messe lesen und etwas Heiliges zelebrieren, und die anderen waren unmündig. Ein paar Jahrhunderte später verstanden sie diesen Hokuspokus nicht. Entschuldigung, das Wort wurde abgeleitet von diesen lateinischen Worten, die gesprochen wurden bei der lateinischen Messe. Das Volk hat nicht mehr verstanden, was die Priester zelebrieren. Und die waren abgeschnitten, sie durften nicht mehr Kranke heilen. Es war dem Priester vorbehalten, er durfte die Kranken mit Öl salben, Jakobus 5. Es gab Zeiten während 100 Jahren in England, in Frankreich, da war es nur dem König vorbehalten, der Kranke heilen durfte, weil er war ja von Gott eingesetzt, ein König aus Gottes Gnaden. Und dann in der Reformation das Großartige, das Priestertum aller Getauften, aller Gläubigen wurde wenigstens in der Theorie verkündigt, aber noch nicht umgesetzt. Es waren immer noch Pastorenkirchen, die waren ordiniert, die waren eingesetzt, die durften predigen, die durften das Evangelium verkündigen. Und es waren Laienbewegungen vorreformatorischer Art, es waren auch die Täufer, die man auch als Wiedertäufer bezeichnet, die Mennoniten. Es waren solche Bewegungen, die das gelebt haben, das Priestertum aller. Aber die evangelischen Kirchen, ob reformiert oder lutherisch, in der Theorie hatte man das zwar, aber dass das alle wieder durften, das war noch nicht wirklich Realität, bis heute nicht. Und der dritte Wunsch, den ich wirklich habe, geht in diese Richtung, dass wir alle an dieser Freude Anteil haben, worüber sich Jesus am allermeisten freut. Dass Gott, der Vater, das den Klugen und Gelehrten vorbehalten hat, verborgen hat, aber den Unwissenden offenbar gemacht hat. Und dass diese 72 voll Freude zurückkommen und sagen, es funktioniert auch bei uns. Es ist auch für uns möglich. Die Dämonen mussten gehorchen, Krankheiten mussten weichen, Tote wurden auferweckt. Das Evangelium konnten wir mit Vollmacht verkündigen, das Evangelium vom Reich Gottes. Ja, das sind so meine 3 Wünsche, die ich an Gott habe. Und das Schönste ist, Gott gibt es, ja klar, und der Vater in mir wünscht sich das auch, und ich habe das jetzt bewiesen anhand des Wort Gottes, dass das die ureigensten Wünsche sind von Jesus Christus. Das wünscht er. Jetzt persönlich ausgedrückt, dass du so leben lernst, dass erstens Gott sehr gerne dein Gebet erhört und du dich dadurch als Jüngerin, als Jünger von Jesus erweist. Dass du so leben lernst, dass du mit Gottes vollkommener Liebe und Freude erfüllt lebst, weil du Liebe hast zu Geboten, Anweisungen von Jesus und du eingeweiht wirst in seine Pläne und du bist nicht mehr Diener oder Knecht oder Sklave. Nein, du bist eine Freundin, ein Freund von Jesus. Er weiht dich ein in seine Pläne. Und das Dritte, dass du dich darüber am allermeisten freust, worüber sich Jesus freut. Was heißt das jetzt? Das wird heißen für Pastoren, dass sie sich dafür öffnen, dass nicht nur sie eingesetzt in Samt Pastoren sind, sondern wie ich später noch zeigen werde, dass es in der Ernte sogenannte Personen des Friedens gibt, die sehr pastoral, sehr hirtlich sind, die Menschen um sich herum haben, die sie schon beraten, ihnen helfen, für sie da sind. Es werden aufgesucht für Rat, sind keine Egoisten, geben gern gute Dinge an andere weiter. Aber sie haben noch nicht Jesus Christus im Herzen, sind noch nicht wiedergeboren. Und ich vermute, dass 95%, wer weiß, 99% oder mehr aller zukünftigen Pastorinnen und Pastoren, hirtlichen Personen, die sind noch nicht wiedergeboren, werden vermutlich kein Theologiestudium kriegen.
aber sie werden als echte Hirtinnen und Hirten im Auftrag des Oberhirten Jesus Christus ganze Gruppen, die sie schon kennen, zu denen sie schon Vertrauen haben, mithelfen, auch zum Glauben zu führen und werden weiter schauen, dass es denen gut geht. Freust du dich, wenn das ganze Volk Gottes bevollmächtigt ist und wir Hunderte, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Jesus Nachfolgern erleben, echte Christen? Und freust du dich so wie Jesus darüber, dass die bevollmächtigt, dass die einfach sind, unmündig sind, unwissend sind, nicht klug, nicht zu den Klugen und den Einflussreichsten gehören, sondern zu den Einfachen, dass das Volk Gottes wirklich aufsteht und da gewaltig viel möglich wird, weil eine ganze Armee aufsteht von Menschen, die Jesus nachfolgen und bevollmächtigt sind, übernatürliche Dinge zu bewirken. Und das größte ständige Leben, verlorene Menschen werden durch sie gerettet. Dafür bete ich, dafür lebe ich und ich möchte dich einladen, auch da mitzuglauben und mit einzusteigen in diese 3 Anliegen, damit das in Erfüllung geht. Ja, worum geht es in der Broschüre? Jesus ja, ohne Wenn und Aber. Wenn folgende Bedingungen erfüllt würden, hätte ich die gar nicht schreiben müssen. Und zwar, wenn alle Christen ständig erleben würden, dass Gott sehr gerne ihre Gebete hört. Und zweitens, wenn sie alle erfüllt werden mit Gottes vollkommener Liebe und Freude, also nicht irgendwelche menschlichen, irdischen Freuden sie ablenken oder irgendwelche andere also auf menschliche Art Liebesdefizite gestillt werden, sondern Jesus ist die Quelle aller Freude. Und der 3. Punkt, wenn wir alle dieselbe Freude hätten, worüber sich Jesus am allermeisten freut und unser Leben danach ausrichten würden, ja, dann wäre es nicht nötig gewesen, diese Broschüre zu schreiben. Ich möchte trotzdem einfach mal darauf eingehen, was hier drin steht, nicht alles wiederholen, sondern gerade einsteigen, Seite 4. Ein wichtiger Punkt, damit unser Leben gelingt als Christen, ist, dass wir nicht als Solo-Christen absolut alleine unterwegs sind, sondern in Gemeinschaft mit anderen zusammen. Da haben wir auch die Verheißung, wenn 2 von euch hier auf der Erde eins werden über irgendeine Sache, die sie bitten wollen, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Ich ermutige, dass wir uns zusammentun, Dreiergruppen, wöchentlich gemeinsam beten, in der Bibel lesen und ganz konkret, jeder bringt 3 Personen auf eine Liste und wir bringen 9 Personen regelmäßig vor Gott, damit sie gerettet, geheilt, befreit werden. Viele Wunder sind geschehen, wo Personen begonnen haben, sich zusammenschließen in solche Dreiergruppen. Da ist unbegrenztes Wachstum möglich. Jesus sagt, Matthäus 28, Vers 18 bis 20, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Im Missionsauftrag ist verborgen, oder quasi ist enthalten und kommt dann klar zum Ausdruck, Jesus hat alle Vollmacht, alle Macht, alle Ressourcen, Mitarbeiten, Finanzen, Wunder, Führungen, Bewahrung, Schutz, damit der Missionsauftrag erfüllt werden kann. Stell dir vor, du bist Christ und jede der 3 Gruppen hat entdeckt, dass ihr bereit und fähig seid, Jesus 1:1 nachzufolgen, so wie die ersten 12 Jünger. Ihr lebt und betet so, dass Gott sehr gerne eure Gebete positiv beantwortet. Ihr seid mit der vollkommenen Liebe und Freude von Jesus erfüllt, lebt in dieser Atmosphäre. Ihr kennt die Anweisungen, Gebote von Jesus, liebt sie, setzt sie freudig in die Tat um. Stell dir vor, du lebst mit wie in der Nachbarschaft.
der depressiv junge Mann, die süchtige Frau. Ich lese davor von Seite 5 unten. Der übergewichtige Jugendliche, die ältere chronische Schmerzpatientin, der halbseitig Gelähmte, geheilt von ihrem Bett oder Sofa aufstehen. Sie bewegen sich viel, ernähren sich gesund, werden sportlich fit, füllen auch ihr Gemüt, jetzt auf Seite 6 oben, mit gesunden Gedanken, werden dankbar errettet und beginnen Jesus nachzufolgen. Die meisten Heilungswunder konnten medizinisch bestätigt werden, was dazu führt, dass vermehrt Haus- und Fachärzte ebenfalls anfangen, Jesus nachzufolgen. Das Schönste daran, wenn du diesen von Krankheit und Süchten befreiten Menschen zufällig begegnest, strahlen sie dich fröhlich an und sagen, danke, dann nennen sie deinen Namen. Danke dir so sehr, dass du und deine Gruppe uns geholfen haben, gesund zu werden, Jesus kennenzulernen. Ich lebe jetzt nicht mehr alleine, sondern gehöre zu einer geistlichen Jesusfamilie an, die aus Nachbarn bestehen, die zuvor ebenfalls krank und verzweifelt waren wie ich. Doch dies liegt hinter mir. Ich liebe es, die gute Nachricht von Jesus ebenfalls so liebevoll weiterzugeben, wie du es getan hast. Ja, und ich habe auch schon erleben dürfen, wie Kranke durch ein Wunder geheilt worden sind. Alle Ehre gehört Jesus, doch ich wollte mich auch bei dir dafür bedanken. Stell dir vor, das ist normal. Und stell dir vor, es gibt eine Trendumkehr im deutschen Sprachraum. Wir Christen werden glaubwürdig, weil es Beweise gibt, dass Gott existiert, weil er Wunder tut und die sind bekannt unter Ärzten. Stell dir vor, wir werden so ermutigt, dass wir unter der Woche den Mut haben, 50, 60, 100 Menschen zu beanspruchen fürs Reich Gottes. Unter der Woche, in Einheit. Und am Wochenende erhalten wir diese große Ernte. Ja, noch mehr wird hier ausgeführt. Und ich will jetzt nicht alles wiederholen, was in der Broschüre drin steht. Aber ich kann einfach sagen, vielleicht ist für einige der Einstieg einfacher, wenn sie sich überlegen, du lernst so zu leben und beten, dass Gott gern die Gebete hört und du wirst erfüllt mit Gottes Liebe und vollkommener Freude. Und dann noch der letzte Punkt, du nimmst Anteil daran, worüber sich Jesus am allermeisten freut. Nämlich, dass diese 72 unwissenden, unmündigen, einfachen Menschen, Gott hat es ihnen offenbart und sie konnten dasselbe tun, wie es Jesus getan hat. Das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, Kranke heilen, dämonisch Belastete befreien, auch Tote auferwecken. Und glaubst du, dass das möglich wird? Und wenn du noch Hindernisse siehst oder du willst Hindernisse überwinden, ja, dann hilft dir diese Broschüre. Jesus ja, ohne Wenn und Aber. Was auch ganz wichtig ist, manche brauchen zuerst selber Heilung. Der Auftrag oder der Ruf von Jesus, kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid, der gilt vielleicht mal zuallererst für dich persönlich. Dass du zuerst innere Heilung empfängst, wirklich Traumata davon befreit wirst und dein Leben bereinigen kannst, um wirklich die Liebe Gottes zu empfangen. Das kann sein, dass das zuerst bei dir notwendig ist, dass zuerst deine eigene persönliche Not gewendet wird. Es ist so, dass ab Seite 15 hier drin beschreibe ich, welche göttlichen Ziele sind für uns Menschen nach wie vor unerreicht oder scheinen aus rein menschlicher Kraft absolut unerreichbar zu sein. Wenn wir erleben, dass diese Gebetserhörungen in unserem Leben passieren, dass buchstäblich alle Themen, die wir da aufbringen, erleben, wie Gott eingreift. Und wenn wir uns dafür auch öffnen, Freude zu haben daran, woran sich Jesus überaus mächtig freut, dann werden wir auch beginnen, uns mit Zielen auseinanderzusetzen, die wirklich unseren Rahmen sprengen. Und zwar erstens, unerreichte Völker, dass die erreicht werden. Zweitens, alle Gebote von Jesus aktiv, also selber bei uns aktiv, wir glauben sie, wir setzen sie um, wir kennen sie. Drittens, explosionsartiges Wachstum, eben durch Multiplikation, weil sich das Leben vervielfältigt. Viertens,
Unheilbar Kranke werden geheilt durch mein Leben, durch dein Leben. Mediziner bestätigen das. 5. Tote werden auferweckt. Geistlich Tote, aber auch physisch Tote. 6. Jeder Hauskreis, jede Dreigruppe wird selber zur Missionsbasis. Und stell dir mal vor, was passiert. Wenn jede solche Gruppe sich selber Jesus zu Füßen legt und sagt, wir haben keine eigene Agenda, keine eigenen Pläne, sondern wir stellen uns dir jetzt zur Verfügung. Und zwar für den Missionsauftrag. Und dann jede Gruppe hat den Mut, dass jede Person selber die Stimme Gottes hören kann. Also fragt sich jede Person, wen aus unserer Gruppe, welche beiden Personen möchtest du aussenden, wie diese 72 namenlosen Jünger ausgesandt worden sind? Und wohin soll es gehen? Wo ist die Person des Friedens? Welche Sprache spricht sie? Wo hält sie sich auf? Und dann ist Gewaltiges möglich. Da bin ich zutiefst überzeugt. Dass jede für sich, Ehepaare besprechen das nicht miteinander, sondern jeder hört für sich und zur angegebenen Zeit tauscht man dann aus. Nach einer Woche, 10 Tage, vielleicht auch 21 Tage, vielleicht mit Fasten und Beten. Und ich bin überzeugt, dass wenn Gruppen, die sich Jesus zur Verfügung stellen, Hauskreise, Hausgemeinden, ganze Gemeinden, der Heilige Geist wird sprechen und wird sie dorthin aussenden, wo vorbereitete Wunderwerke bereits warten, wo Jesus selber hingehen möchte. Da werden gewaltige Wunder passieren. So viel für den Moment. Ich will hier nicht mehr dazu sagen. Lies die Broschüre und lade sie dir herunter oder komm an eine Veranstaltung und da kannst du sie auch in die Hand nehmen, in dieser Form kriegen und sonst lade sie bitte herunter auf heilenwiejesus.tv oder heilenwiejesus.net. Hallo, hier ist die Angela Lorenz-Ridderbecks. Ich möchte euch etwas über die Dreier-Gebetsgruppen erzählen. Jetzt werdet ihr euch sicher fragen, was ist denn das jetzt schon wieder? Und warum? Dreier-Gebetsgruppen, was sollen wir damit anfangen? Ähm, ja, ich erzähle euch ganz kurz, wie es bei mir gewesen ist. Ich bin in einer Dreier-Gebetsgruppe und zwar habe ich beim Daniel Hari in der Christozentrischen Heilungsschule in der Taube damals im letzten Jahr 2024 eine Ausbildung gemacht. Ich würde sagen, ich bin jetzt christozentrische Heilerin, tut aber nichts zur Sache. Was wichtig war, Daniel sagte: „Das, was ich, euch hier beibringe, das kann nicht als Seminar stehen bleiben, das muss Auswirkungen haben.“ Und das ist auch das Ziel. Ich möchte gerne, dass ihr euch jetzt 2 Leute aus dieser 250 bis 300 menschengroßen Gruppe sucht, mit denen ihr eine Dreiergruppe bildet. Und dann hat er uns Anweisungen gegeben. Wir sollten wöchentlich uns einmal treffen für eine halbe bis eine Stunde. In dieser Zeit sollten wir beten, und zwar sollten wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns jeweils 3 Personen nennt, für die wir für Heilung, Befreiung, Rettung beten sollten. Und wir sollten dann den Heiligen Geist bitten, dass er uns sozusagen vorbereitete Begegnungen, sogenannte Kairos-Momente ermöglicht mit diesen Personen, sodass wir ihnen das Evangelium weitergeben können. Das heißt also die gute Botschaft von Jesus, dass er für uns gestorben ist, dass er uns so liebt, dass er für uns gestorben ist und dass er heilen und befreien und retten möchte. Und, wir sollen dann auch für diese Menschen beten beziehungsweise Heilung aussprechen, wenn sie krank sind. So, das war die Anweisung. Das Ziel war dabei, dass wirklich alle Menschen in unserer Umgebung letztlich dann erreicht werden können, alle auch Heilung bekommen können, befreit werden können, gerettet werden können und, von Jesus Liebe erfahren können. So, und dann haben wir also angefangen und haben uns, aus diesen 250 bis 300 Leuten dann, Personen herausgepickt, mit denen wir, meinten, gut beten zu können. Wir kannten uns alle nicht. Von daher war das völlig unerheblich.
Aber das erste Ergebnis war, nachdem wir das dann gemacht hatten und uns das erste Mal getroffen hatten, oder die ersten Male, wir haben uns besser kennengelernt, natürlich, und wir haben erkannt, dass das alles wirklich, ähm, vom Heiligen Geist geführt war. Das Zweite war, dass unsere gemeinsamen Gebete viel mehr Kraft hatten, als wenn wir einzeln für jemanden beteten. Und es gab direkt auch Heilungserfolge, weil wir das alles im Namen von Jesus getan haben. Wir wagten sozusagen, für Heilung zu beten und Heilung auszusprechen. Ja, und inzwischen ist ein Jahr vergangen, etwas mehr sogar. Und wir haben tatsächlich ähnliche Erfahrungen jetzt gemacht, viele Menschen getroffen, für viele gebetet. Teilweise auch immer wieder für die Gleichen, weil da manchmal auch nichts voranging. Inzwischen haben wir auch andere Personen kennengelernt, die mit uns in der Gruppe sind. Sobald wir mehr als 4 sind, teilen wir dann und, multiplizieren uns dadurch sozusagen. Und, bei mir war es dann so, ich habe dann, 'ne Aktion gestartet hier unter den Nachbarn, bin dann, zu bestimmten Gelegenheiten, zum Beispiel zu Ostern, rumgegangen, habe für sie gebetet, wenn sie das wollten, habe ihnen das angeboten, habe ihnen kleine Geschenke gemacht, 'ne Bibel oder 'n Kalender. Und, die meisten waren sehr, sehr offen und haben mir die Tür aufgemacht und, ja, fanden das gut, dass ich für sie bete, aber sie waren überrascht, dass ich das dann direkt vor Ort machen wollte. Aber genau das ist es ja, was wir machen sollen. Das hat Jesus ja auch nicht anders gemacht. Und wir wollen nach seinem Vorbild, das Ganze tun. Ja, und, wir konnten also, auch erleben, wie wirklich Heilung stattfindet, wie Menschen zu Jesus kommen. Und, es gibt jetzt inzwischen ja, eine Nachbarinnengruppe hier bei mir im Haus, beziehungsweise wir wechseln auch mal, gehen auch mal zur Nachbarin und treffen uns dort, soweit wir können. Manche sind arbeiten, sind berufstätig, dann muss man einfach gucken, dass man dann 'n richtigen Termin findet. Aber es sind alles Menschen, die jetzt oder Frauen, die jetzt ihr Leben Jesus gegeben haben im letzten Jahr und mit mir zusammen, ja, in der Bibel lesen, beten, füreinander beten und auch für, Menschen aus unserer Umgebung, damit dort, diese Menschen geheilt werden und sie auch Jesus kennenlernen. Das ist also ein ganz wichtiges Ergebnis und wir haben uns praktisch dadurch gegenseitig ermutigt. Wir haben Menschen mit Jesus bekannt gemacht, konnten ihnen Heilung zusprechen, mit dem Erfolg, dass Krankheiten nachließen, Schmerzen nachließen oder ganz aufhörten. Und, wir sind selber im Glauben dadurch gewachsen, weil wir diese Heilungsversprechen, die, ja in der Bibel stehen, als Verheißungen ernst genommen haben und erfahren haben, dass die tatsächlich wahr sind. Wir sind inzwischen völlig überzeugt, dass sie wahr sind. Und wir haben Menschen dadurch gesegnet, dass wir das getan haben. Nicht nur sie selbst, sondern, wir selber sind dadurch gesegnet worden. Jesus wirkt durch uns, seine Kraft wirkt durch uns, durch den Heiligen Geist. Und wir geben ihm dafür die Ehre. Er ist mit seiner Liebe und Barmherzigkeit in uns und wir können sie weitergeben. Das schwappt rüber und das merken die Menschen. Und das ist wunderschön. Wir können sowieso nichts aus unserer eigenen Kraft. Es ist der Heilige Geist in uns. Und wir können wirklich nur sagen, das, was er uns aufträgt zu tun, das hat Hand und Fuß und das wirkt auch. Und wenn wir das, irgendwie versuchen, aus unserem eigenen Verstand oder, unserem Willen oder unserer Kraft zu tun, dann funktioniert das nicht. Und das ist auch eine wichtige Erfahrung, die wir gemacht haben. Und letztlich ist ja das Ziel, dass wir das tun, was Jesus gesagt hat, uns aufgetragen hat. Die gute Botschaft weiterzugeben, Menschen, in eine Beziehung zu Jesus zu, bringen. Und das sollen diese Dreiergruppen tun. Und dazu werden wir befähigt durch den Heiligen Geist. Wir brauchen uns nicht anzustrengen. Das ist nicht unsere eigene Kraft, die wir da erfahren, sondern das, was Jesus in uns tut. Und er hat doch auch gesagt, wir sollen es tun. Genau das. Und zwar kurz bevor er in den Himmel auffuhr, hat er seinen Jüngern und damit praktisch jetzt uns auch, seinen Nachfolgern, gesagt: „Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben.
Was also ist schlimm? Gar nichts. Er hat die Macht und er gibt sie uns und sagt: „Darum, genau deshalb, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern.“ Wir sollen zu allen gehen. Und dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Nach der Entscheidung bitte. Und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Das bedeutet aber auch, dass wir ihnen helfen. Sie sollen doch in diese Beziehung zu Jesus kommen können. Und wenn wir ihnen erstmal nur erzählen, sie dann nach der Entscheidung aber alleine lassen, dann kommen sie nicht weiter. Das sind Anfänger im Glauben, so wie Babys, und die strampeln dann sich ab und schaffen es möglicherweise dann nicht weiterzukommen. Also ist es dann unsere Aufgabe, auch in den Dreiergruppen sie dort aufzunehmen, ihnen Orientierung zu geben, ihnen zu helfen, ihnen zu zeigen auch, wie wir es machen, damit sie befähigt werden, selber als Nachfolger neue Nachfolger zu Jesus zu führen und die wiederum zu befähigen. Ja, und in Markus 16, Vers 15 bis 18 hat Jesus auch noch mal ganz klar gesagt, wir sollen in die Welt hinausgehen und die Freudenbotschaft Gottes allen Menschen bekannt machen. Und dann sagt er, wer glaubt und sich taufen lässt, also erst glauben, dann taufen, der wird gerettet werden. Und wer aber ungläubig bleibt, und das ist das Traurige, wird von Gott verurteilt werden. Aber wie sollen sie denn eine Entscheidung treffen, wenn sie nicht davon hören? Und die gute Botschaft wird nur durch das Hören wirklich in sie hineinkommen. Sie können sie ja sonst nicht wahrnehmen. Also es ist an uns, ihnen das weiterzugeben. Und folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Sie Wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Also, wenn das per Zufall passiert, nicht absichtlich bitte. Und Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es gut gehen. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Und das ist Originalton, O-Ton. Jesus meint das ernst. Und wenn wir uns in Dreiergruppen treffen, dort beten, wöchentlich, für jeweils 3 andere Menschen und dann den Heiligen Geist auch bitten, dass er uns diese Gelegenheiten verschafft, dass wir sie treffen können, dass sie offene Ohren, Augen und Herzen haben, dann wird genau das passieren, was Jesus gesagt hat, dass sie zum Glauben kommen können und dass sie geheilt werden können, weil wir glauben, ihm glauben, dass er für uns gestorben ist. Und sie werden es uns abspüren und wir werden zum Segen werden und selber dabei unwahrscheinlich gesegnet. Und lasst euch einfach ermutigen, diese Dreiergruppen selber zu bilden. Ganz konkret suchen wir im ganzen deutschen Sprachraum Hauskreise, Kleingruppen, die ganz neu fragen, Heiliger Geist, was möchtest du von uns? Die zuerst bereit sind und sagen, wir stellen uns zur Verfügung als ganze Gruppe, das kann eine Fürbittegruppe auch sein. Wir stellen uns dir zur Verfügung, um den Missionsauftrag zu erfüllen. Das ist die Startbedingung. Und dann das Zweite, es braucht den Mut zu sagen, und wir möchten herausfinden, welche beiden Personen möchtest du verändern, bevollmächtigen, dass sie zu Erntemitarbeitern werden. Da lohnt es sich tatsächlich, Matthäus 9, 35 folgende Verse zu lesen, die ganze Dynamik, wie es dann weitergeht, Matthäus 10, 1 folgende, wie dann beschrieben wird, wie diese 12 namentlich berufen wurden von Jesus und dann ausgesandt mit Vollmacht über Krankheiten und Gebrechen und das Evangelium verkündigten. Das wäre ganz interessant, das zu studieren im Hauskreis, in der Gruppe. Was sagt Jesus da wirklich zu seinen Jüngern damals? Und was sagt er auch, Lukas 10, zu diesen 72 Namenlosen? Okay, ihr habt euch entschieden für den Missionsauftrag, dass ihr dafür bereit seid. Und jetzt könntet ihr den Heiligen Geist, schlage ich vor, macht es ganz konkret, stellt dem Heiligen Geist die Frage, welche beiden Personen möchtest du senden? Achtung, diskutiert das nicht jetzt in der Gruppe, auch nicht als Ehepaare, sondern
Jede Person soll die Chance haben, selber vom Heiligen Geist zu hören, welche beiden Personen werden da jetzt ausgesandt. Ganz konkret, ganz praktisch. Und wenn ihr wieder zusammenkommt, nach 7 Tagen, 10 Tagen, nach 3 Wochen, und dann tauscht aus und ihr werdet staunen, wie der Heilige Geist konkret gesprochen hat. Welche beiden Personen sind es? Ihr könnt auch die Frage noch mitnehmen, wohin möchtest du die beiden senden? Die werden dann die Gruppe nicht verlassen, sondern ihr werdet zu einer Missionssendebasis. Ihr werdet die beiden unterstützen, wenn der Heilige Geist sagt, diese beiden Personen sind es. Und er spricht, ich sehe diese türkische Imbissbude. Ja, dann werden diese beiden Freundschaft schließen mit dem Inhaber, der Inhaberin oder dem Ehepaar, welche diese Imbissbude leitet, oder dem thailändischen Restaurant. Oder wenn er spricht, ich sehe dieses Rotlichtviertel dort und möchte, dass ihr da reingeht, ja, dann wird der Heilige Geist ganz klar und deutlich sprechen. Und das Schöne ist, ihr seid ja nicht alleine, sondern im ganzen deutschsprachigen Raum beginnen Gruppen, den Heiligen Geist zu fragen oder beginnen zu sprechen. Ich möchte verschiedene Zielgruppen mal so vorstellen. Ich mache es noch etwas größer, jetzt noch durchsichtig, damit ich auch wieder sichtbar bin. Das wäre das Rotlichtviertel. Das wären Leute im Gesundheitswesen, die haben vielleicht selber eine Gesundheitspraxis, ob jetzt medizinisch oder alternativmedizinisch, oder hier Personen, die ein Restaurant haben, oder hier Personen mit verschiedenen Immobilien, Immobilienverwalter, Firmen oder auch Hausmeister, die verantwortlich sind für Immobilien, oder hier Personen, die irgendein Gewerbe haben, eine Firma, ein Laden. Das können alle Schlüsselpersonen sein. Und das wird dann kombiniert. Diese Schlüsselpersonen sind sogenannte Personen des Friedens. Das sind keine Egoisten. Sie geben gute Dinge gerne an andere weiter. Sie sind gastfreundlich. Man geht gerne hin, um Rat zu holen. Sie sind einfach noch nicht wiedergeboren. Vielleicht gottesfürchtig. Einige vielleicht auch ganz bewusst gottlos. Vorbild im Bösen ist auch möglich. Aber wenn der Heilige Geist sagt, wohin das er senden möchte, dann wird er uns auch bevollmächtigen, ausrüsten. Es ist so, damit diese Vision umgesetzt werden kann, braucht es Personen, jetzt komme ich mal hier rüber, die andere trainieren und schulen können, die bereits Erfahrungen haben bei diesen Zielgruppen im Rotlichtviertel, bei Restaurants, bei anderen Kulturen, anderen Sprachen, anderen Religionen. Und Hauskreise werden Missionssendebasen, das heißt, da werden die beiden ausgesandt ins Training der christozentrischen Heilungsschule und dann geht es auch darum zu beten. Wir suchen Personen, Fürbittegruppen, die beten, damit das Realität wird. Personen, die im Vorstand sind, im Trägerkreis, Deutschland, Schweiz, Österreich, für den ganzen deutschen Sprachraum. Personen, die sagen, ja, wir sponsern zum Beispiel so eine Werbekampagne, angenommen, wir machen in der U-Bahn in Berlin oder in den Basler Tram und Bussen einen Aufruf, wir suchen Personen für eine Studie mit chronischen Schmerzen, weil es eine Hilfe gibt, damit man von chronischen Schmerzen frei wird. Und ich denke ganz praktisch an die Art, wie Jesus heilt, dass wir Leute dazu einladen, dass sie dann kommen. Dann brauchen wir Personen, missiologisch-theologische Fachgruppe, dass wir dafür beten, vielleicht auch Tipps geben, wer könnte man anfragen, der dabei kommt, der kommt und das unterstützt. Personen aus Medizin und Recht, eine Fachgruppe, eine weitere. Oder wo es um Medien geht, wie werden Heilungsberichte veröffentlicht? Ja, es wird jetzt immer größer. Gott hat mir aufs Herz gelegt, wirklich eine größere Vision, die alles aufeinander aufbaut, damit wirklich wir erleben, dass im deutschen Sprachraum in jeder Gemeinde, jede Kleingruppe zur Missionssendebasis wird und maximal ausgerüstet wird, weil Leute hinreisen an Orte, wo sie trainiert werden, aber auch online dabei sein können. Und dann werden diese Hauskreise, Kleingruppen, fragen den Heiligen Geist, wen
möchtest du wohin senden? Und wo wir als ganze Gruppe voll dahinter stehen. Und dann sind das die Zielgruppen, aber die beiden Personen werden auch gesendet, quasi in die Ausbildung, Christozentrische Heilungsschule, die immer mehr zu einer Missionarsausbildung wird. Und letztlich werden auch Leute dann gesandt bis hin in die Weltmission zu den unerreichten Völkern. Das ist die Vision. Ich habe es versucht, mal ganz in Kürze bekannt zu geben. Wer mehr wissen will, kann sich bei uns melden und betet dafür, dass wirklich diese Freisetzung geschieht, weil alle jetzt immer mehr so leben und beten, dass Gott gerne die Gebete erhört. Zweitens, mit der vollkommenen Liebe Gottes erfüllt sind, mit vollkommener Freude erfüllt sind, dass sie auch nicht zurückschrecken, wenn sie Menschen begegnen, die chronisch krank sind, die unheilbar krank sind, medizinisch betrachtet. Und damit Zeichen und Wunder geschehen, weil sie schon gelernt haben, so zu beten, dass Gott gern die Gebete hört und im Namen von Jesus zu heilen, dass sie dasselbe tun, wie es Jesus gemacht hat, mit denselben Methoden wie Jesus. Und das wird alles beigebracht in der Christozentrischen Heilungsschule. Und das Dritte, dass wir Anteil haben an derselben Freude, wo Jesus sich am meisten darüber freut, und zwar, dass die Einfachen, die Unwissenden, die Unmündigen befähigt werden, das Priestertum aller Getauften, aller Gläubigen, eine königliche Priesterschaft, wie es beschrieben wird im Neuen Testament, dass wirklich das Reich Gottes, dass wir alle auf Augenhöhe miteinander unterwegs sind, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Personen, die in Ämter eingesetzt, ordiniert sind, besonders lange ausgebildet sind, sondern die Unmündigen, die Einfachen. Jesus hat sich darüber am allermeisten gefreut, dass der Vater im Himmel denen das offenbart hat und dass die dasselbe tun konnten wie Jesus, dasselbe wie die 12 Jünger, die Apostel, sie konnten dasselbe tun. Darüber hat sich Jesus am allermeisten gefreut. Und wir wollen sehen, dass diese Ziele umgesetzt werden zur Ehre von Jesus. Und das hat Aspekte, möchte ich nochmal zeigen, die jetzt noch unerreicht erscheinen, aber mit Gottes Hilfe wird das möglich sein. Ich möchte es nochmal erwähnen, nochmal ganz kurz zeigen. Ich suche dann auch die Folie, um das einzublenden. Also, es geht darum, ich nehme dazu nochmal das zur Hand. Da habe ich es. Ich nehme es nochmal zur Hand. Unerreichte Völker werden erreicht werden, wenn wir uns Jesus voll zur Verfügung stellen. Alle Gebote von Jesus werden umgesetzt werden. Es gibt exponentielles Wachstum, und zwar auch im deutschen Sprachraum. Auch Tote werden wieder lebendig. Unheilbar Kranke werden geheilt. Jede Gebetsgruppe, jeder Hauskreis, jede Kleingruppe wird zu einer Missionssendebasis und ein Teil der Lösung und nicht mehr wird ein Teil des Problems bleiben. Und wir werden sehen, wie die Glaubwürdigkeit wiederhergestellt wird, und zwar, dass jeder, der Jesus nachfolgt, kann selbstverständlich auch nachweisen, Personen, die geheilt worden sind von sogenannten unheilbaren Krankheiten, chronischen Schmerzen. Und es ist medizinisch bestätigt und die Zeugenberichte liegen vor, dass das wirklich stattgefunden hat. Und wir werden sehen, dass auch medizinische Fachpersonen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das ist die Vision und ich danke, dass du dich hier mit einreißt, dass du das auch vorher ganz klar prüfst und dass wir gemeinsam erleben, dass eine ganz große Ernte eingebracht wird zur Ehre von Jesus Christus alleine. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens, du wirst das Angefangene wirst du stärken, den glimmenden Docht nicht auslöschen, das geknickte Rohr wirst du nicht zerbrechen. Und ich danke, dass wir uns dir zur Verfügung stellen dürfen, einzelne Personen, ganze Gruppen, ganze Gemeinden, ganze Regionen. Und wir werden gemeinsam diese große Ernte einbringen. Und alle Ehre gehört einzig und alleine dir. Amen.